Was? Ich sage ja, du musst mehr trinken. Was? Ja, 5 Liter. Wie? Im Monat? Am Tag. Oh Gott. Mindestens. Das geht doch gar nicht. Ach, das ist alles eine Frage des guten Willens. Ich kann doch nicht den ganzen Tag nur trinken. Du vertrocknest noch hier vor meinen Augen. O Mittelmeer, du armes Meer, du bist kein Meer mehr, sondern er. Vom Libanon bis Lissabon, laue Plastikmüllbouillon. O Mittelmeer, du armes Meer. Ich denke, also trink ich. Hier ein Job ist doch zum Lachen. Komm, lass uns die Fliege machen. Raus aus dieses Daseinsfresse. Fertig sind die Doppelpresse. Denn um Neuland zu betreten, brauchen wir Identitäten. Doppelherr mit Doppelname, Doppelkopf und Doppelwasser. Ja, du musst wirklich mehr trinken. Nein. Doch. Wassergedichte. Ach so, ich dachte eigentlich, ein Dichter ohne Wasser braucht gar keine Dichtung. Wir begeben uns nun hinab in die Tiefsee, da ist es schön kühl. Kann man sich alles vorstellen, es ist ganz schön kühl und dunkel. Folgen Sie uns auf einer Unterwasserexpedition ins Ozeandertal. Und das liegt ja bekanntermaßen in der unendlichen Weite der Kalamari-Wüste. Oh Wasser, du machst das Wetter zu Gewitter, schwappst von Luf nach Lee, bist das Maß für einen Liter. Aus altem Laub gewinnst du Tee. Wenn ich all die Wässer seh, herrje, Herrje, Pellegrino Perrier, herrje, herrje, dann wäre es doch die Idee, herrje, herrje, statt Wasser sagen wir Nestlé. herrje. Oh Wasser, du Bist meistens ziemlich flüssig, im Gegensatz zu mir. Nie wird man deiner überdrüssig. In reinster Reinheit bist du Bier. Ja, Nestlé, Nestlé, die Firma mit dem weißen Westle, Westle, will für alle nur das Bestle, Bestle. Der Damenwal ist weder Fleisch noch Fisch. Er ist Sie ist monumental. Wahl, nicht wählerisch. Jedenfalls mit der Damenwahl bin doch ich gemeint. Ja, und ich dachte, ich wäre gemeint. Nein, du bist der Wortwahl. Ich bin der Damenwahl. Ich habe mich sowohl innerlich als auch sonst komplett auf diese Rolle eingestellt. Super Tropfsteinhöhle. Und weiter tropft es und hört nicht mehr auf. Das alles nimmt die Liebe in Kauf. Nein, für mich ist und bleibt das Geschlechtsmerkmal die Dame und nicht der Wahl. Ja, aber dann müsste es die Damenwahl heißen. Nein, müsste es nicht. Gemeint ist der Wahl unter den Damen. So, jetzt wollt ihr uns also auch noch den Artikel wegnehmen. Hm? Der Artikel gehört uns Männern. Schauen wir doch mal zu den Tieren. Die Seekuh, ja, die kann Männchen und Weibchen sein. Also Seestier. Egal. Oder bei den Seepferdchen, ja, da trägt sogar das Männchen den Nachwuchs aus. Das nenne ich Vaterschaftstest. Bei den Robben wiederum. Heißt das Männchen Arien. Was? Tosendes, wogendes Meer. Wie kommt denn der da daher? Ahoi, Verzeihung die Störung, ich bin hier neu. Ahoi, bin ich hier richtig, bin ich dabei beim Walfischtang. Walfischtang, Walfischtango.
Entenwurm, unter Fachleuten auch Zerkarie genannt. Sucht sich eine Ente als Wirt, legt sich aber auch mit dem Menschen an und das wurmt dann. Gewaltig. Also wenn sich so ein Entenwurm im Ohr eines Menschen ansiedelt, dann fängt er garantiert sofort an zu singen. Hallo Öhrchen, hör mir zu, meine Ente, die bist du. Du bist mein Wirt, mein Schneckenhaus. In deiner Ohrenmuschel brüte ich und kuschel. Hier halt ich's aus. Hier find ich Shelter vor dem Sturm. Es grüßt ganz lieb dein Entenwurm. Waren Sie eigentlich schon mal auf einer Kreuzfahrt? Also wir wollten das ja schon immer unbedingt mal machen. Ja, wir. Außer mir. Also ich stelle mir das total spannend vor. Oh. Auf so einer Kreuzfahrt, da vergeht doch die Zeit wie im Flug. Wie im Flug? Also ich finde, das passt jetzt eigentlich nicht so richtig. Also gut, dann eben wie überhaupt nicht. Ja, da steht man schon mal tagelang an der Reling. Ja. Und schaut. Ja, schaut. Und wundert sich. Oder auch nicht. Und freut sich. Oder auch nicht. Und blickt in die Ferne. Ich sehe was du nicht siehst. Ein Geisterschiff, von Geisterhand gesteuert, rammt ein Riff. Die Ladung 1000 Elfenbeine laufen aus dem Schiff. Total entgeistert sinkt es hinab zu den Korallen, um dort fortan als Geisterwrack zu spuken unter Quallen. Ich sehe nicht, was du siehst. Ich sehe etwas, das aussieht wie Capri. Capri? Tja, Ja, da, wo die Sonne im Meer versinkt. mein Gefühl sagt mir Elba. Im Zweifelsfall Ischias. Meinst du jetzt Ischia Ja, oder verdammter Ischias. Was? Vom vielen Rumstehen. Quatsch. Jetzt weiß ich auch, warum das Kreuzfahrt heißt. Dort die Malerei überm Kanapee zeigt die Norderney bei der Havarie. Dort die Malerei überm Kanapee zeigt die Norderney bei der Havarie.